Mit dem Festgottesdienst feiern wir heute zusammen 1700 Jahre Glaubensbekenntnis von Nicäa. In dem Bekenntnis heißt es, Jesus Christus ist gezeugt, nicht geschaffen. Aber wieso gibt es überhaupt Glaubensbekenntnis? Reicht es nicht, wenn wir die Bibel haben und sagen, ich glaube an den Gott, so wie er in der Bibel beschrieben ist? Meine Antwort lautet ja und nein. Mein Lieblingsbibelvers lautet, Jesus sprach zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Jesus hat also die Martha herausgefordert, ihren Glauben an ihn öffentlich zu bekennen. Jesus stellt eine Frage. Auch interessant. Jesus hat nur 2 oder 3 Fragen gestellt in der Bibel und das ist eine davon. Auch der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, dass wir unseren Glauben an Jesus auch bekennen sollen. Ich habe das farbig gekennzeichnet. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Das, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Wegen dem sollten wir doch wissen, was wir überhaupt bekennen sollen. Einerseits genügt die Bibel für unseren Glauben. Andererseits helfen uns Glaubensbekenntnis, die Bibel so zu verstehen, wie unsere früheren Schwestern und Brüder im Glauben sie verstanden haben. Es gibt Universitäten in der Schweiz, an denen forschen junge Studentinnen und Studenten an Fragen wie: Was haben die Menschen damals in der Bibel für Kleider getragen? Oder welche Tiere kommen in der Bibel vor? Eines kann ich vorwegnehmen. Die Menschen damals waren nicht blutig. Und auch Kätzchen tauchen in der ganzen Bibel leider nicht auf, obwohl sie herzige Haustiere sind. Glaubensbekenntnis zeigt uns, dass bereits die früheren Generationen von Christen mit dieser Frage gerungen haben, wer Jesus Christus ist. Glaubensbekenntnis sind eine Antwort auf die Frage, wer Jesus Christus ist. Einfach ausgedrückt, Glaubensbekenntnis helfen uns, nicht sektiererisch zu werden. Sie fassen das Wichtigste von der Bibel in einprägsamen Worten zusammen. Zuerst werfen wir einen Blick ins Alte Testament. Bereits dort gibt es ein bekanntes Glaubensbekenntnis, das bis heute für Jüdinnen und Juden eine zentrale Stellung einnimmt. Höre Israel. Und auf Hebräisch heisst das Shema Israel. Höre Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Man kann auch übersetzen, der Herr ist als einziger der Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das heisst, der Monotheismus bedeutet, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Das ist aber kein Widerspruch zu der christlichen Aussage, dass Gott dreieinig ist. Weil das Wort, das hier verwendet wird, kann auch eine Mehrzahl in einer Einzahl meinen. Für mich ist es hochinteressant. Da heisst es ja, wir sollen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit der ganzen Seele und mit der ganzen Kraft. Also 3 Erklärungen, wie wir Gott lieben sollen. Jetzt ist es so, Jesus tut im Matthäus-Evangelium noch etwas 4 dazu fügen, nämlich mit unserem ganzen Verständnis, also mit unserem ganzen Verstand sollen wir Gott lieben. Das hat mich persönlich auch sehr angesprochen. Wir schauen noch ins Neue Testament. Das kürzeste Glaubensbekenntnis lautet ja, Jesus Christus ist der Herr. Wobei Herr, das bedeutet nicht lieber Herr Nachbar, lieber Herr Meier, sondern Herr bedeutet auf Griechisch Kyrios. Und das war auch die Anrede für den römischen Kaiser. Also wenn die ersten Christen gesagt haben, Jesus Christus Kyrios, dann haben sie gesagt, Jesus ist sowohl eine geistliche als auch eine politische Aussage. Weil eigentlich war damals der römische Kaiser der Big Boss gewesen. Und die ersten Christen haben gesagt, nein, Jesus
ist der Big Boss. Wegen dem hat es ja dann nachher auch Streit gegeben, hat Christenverfolgung gegeben. Denn, das ist auch eine meiner Lieblingsstellen aus dem Johannesevangelium, nach der Auferstehung von Jesus ist ja der Thomas am Anfang nicht dabei gewesen. Und er hat zweifelt und hat gesagt, wenn ich nicht die Wundmal von Jesus sehe, werde ich nicht an Jesus glauben. Das zweite Mal war er dann auch dabei gewesen, ist Jesus ihm begegnet und hat gesagt, schau mal meine Wundmal an. Und nachher hat der Thomas gesagt, mein Herr und mein Gott. Eines der kürzesten Glaubensbekenntnisse. Und er sein Glauben an Jesus zusammengefasst hat. Auch der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief ein kurzes Glaubensbekenntnis. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was auch ich empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Also das heisst gemäss dem Alten Testament. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am 3. Tag nach den Schriften, also gemäss dem Alten Testament. Also Jesus Christus hat das Alte Testament, die Schriften, hat er erfüllt durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung von den Toten. Und wegen dem können wir jetzt auch die Vergebung von unserer Schuld bekommen. Also das ist eigentlich die Zusammenfassung vom christlichen Glauben. Das hat auch der Apostel Paulus bekommen und hat es dann weitergegeben an diesen vielen Kirchengemeinden, die er gegründet hat, im ganzen Mittelmeerraum, an diesen vielen Briefen, die er geschrieben hat. Das ist die Zusammenfassung von allem. Das ist auch die Grundlage von jedem Glaubensbekenntnis, logischerweise. An dieser Stelle möchte ich einen geschichtlichen Exkurs machen. Ich habe das eben so interessant gedacht, ich hoffe euch auch. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Glaubensbekenntnis von Nicäa, das wir heute feiern. Zuerst ein paar geschichtliche Vorbemerkungen. Im Jahr 325 nach Christus hat der Kaiser Konstantin I. ein Konzil einberufen nach Nicäa. Das ist das heutige Iznik in der Türkei. Und es hat stattgefunden zwischen dem 20. Mai und dem 25. Juli 325 nach Christus. Also 2 Monate. Jetzt noch eine kleine Anmerkung. Vor 2 Wochen hat es in Aarau eine Synode gegeben, die den ganzen Tag gedauert hat, von Morgen bis zum Abend. Und schon das war lang. Und das war richtungsweisend für unsere Aargauer Landeskirche. Und also ein Tag Sitzung und Synode ist schon anstrengend. Stellt euch vor, einmal 2 Monate. Wenn ihr 2 Monate lang Sitzung habt. Und das Bekenntnis von Nicäa ist die Zusammenfassung und das Resultat von dieser 2-monatigen Sitzung. Ich habe hier noch ein Bild mitgenommen. Ich muss sagen, ich konnte nicht recherchieren, woher ist das Bild, aus welchem Jahr, wie, wo, was. Also, das ist leider nicht gestanden. Aber oben dran steht ganz interessant, der Titel von dem Bild lautet «Die Synode der Heiligen Väter». Also mega interessant. Das Wort Synode gibt es schon 1700 Jahre. Ist doch interessant, oder? Das gleiche Wort. Also da steht «Die Synode der Heiligen Väter». Jetzt seht ihr dort in der Mitte den Kaiser Konstantin, oder? Krone an, hat einen mega Edelstein an und auch ein Kreuz in der Hand. Und er tut die Schriftrolle aufrollen auf Griechisch mit dem Text vom Bekenntnis von Nicäa. Im Hintergrund sehen wir ganz viele Bischöfe. Und ein paar Bischöfe sind sogar nur angedeutet. Also nicht richtig, sondern einfach so skizziert, oder? Es haben zwischen 200 bis 300 Bischöfe teilgenommen und insgesamt 2000 Menschen. Und der Konstantin hat gesagt, komm, ich tue euch alle die Fahrspesen zurückerstatten. Ihr könnt mit dem Auto kommen, ich zahle euch die Spesen. und nachher sind 2000 Leute gekommen und gesagt, komm, das gönne ich mir jetzt. Und der Hauptpunkt war die Frage, ob Jesus Christus Gott ist. Und der Kaiser Konstantin hat selber erklärt, der Sohn, also Jesus, ist eines Wesens mit dem Vater. Vor 1700 Jahren war also die Gründung von der Landeskirche. Dass er als politisches Oberhaupt gesagt hat, jetzt muss die Kirche mal sich treffen und mal einen wichtigen Text verfassen. Vorher war das Christentum 300 Jahre lang eine Freikirche gewesen, unabhängig vom Staat. Es ist eine hochkomplexe Frage, ob es für das Christentum besser gewesen wäre, eine Freikirche zu bleiben.
Gern möchte ich einmal zu dieser Frage einen Artikel verfassen, aber ich bin leider noch nicht dazu gekommen. Ich werde an dieser Stelle ein bisschen ausholen. Im Jahr 312 nach Christus hat der Kaiser Konstantin I., der auch den Beinamen hat Konstantin der Grosse, zum Glauben an Jesus Christus gefunden. Er hat in einer wichtigen Schlacht gewonnen und er hat gesagt, Jesus hat mir geholfen. Er hat eine Vision von Jesus. Und nachher hat er viele christliche Gesetze erlassen, um den christlichen Glauben zu fördern. Und ich glaube, besonders für Frauen ist es viel besser gewesen, dass der christliche Glaube auch Staatsreligion geworden ist und das christliche Gesetz geht. Weil im Christentum haben die Frauen viel mehr Recht als im Heidentum. Und eben, ich meine, ich bin reformierter Pfarrer, für euch ist ja klar, wie ich mich hier positioniere und entschieden habe. Aber das wollte ich einfach noch vorwegnehmen. Für Frauen ist es sicher viel besser, wenn es christliche Gesetze gibt. Jetzt kommen in sehr kurzer Zeit sehr viele Informationen, die ich stichwortartig zusammengefasst habe. Wenn ihr das nachhören wollt oder nachlesen, alle Predigten von mir sind auf kirchengemeinde.ch/Predigten abrufbar. Also der Konstantin hat das Gesetz erlassen, dass Bischöfe, Priester und Diakone, also Geistliche, keine Steuern mehr zahlen müssen. Das könnte man noch in der Schweiz auch wieder einführen für die Pfarrer, oder? Nur Spass. Ein bisschen Spass muss sein. Nein, er hat die Todesstrafe von der Kreuzigung hat er wieder abgeschafft. Am 3. März im Jahr 321 nach Christus hat er den Sonntag als allgemeinen und verbindlichen Viertag eingeführt. Er hat auch Kirchengebäude gestiftet, sogenannte Basiliken. Also die allerersten Kirchengebäude gehen auf den Konstantin zurück. Seine Mutter Helena hat auch schon an Jesus geglaubt und sie hat sowohl Grabeskirchen in Jerusalem als auch Geburtskirchen in Bethlehem gestiftet. Die Helena hat sicher ihr ganzes Leben lang für ihren Sohn Konstantin gebetet. Und wenn ich einen Gottesdienst halte im Altersheim Sion, dann bitte ich alle Bewohnerinnen und Bewohner immer wieder, dass sie für ihre Kinder und Enkel beten können. Weil es ist so wertvoll, hat so grosse Auswirkungen. Und das bitte ich auch euch alle. Dass auch ihr betet für eure Kinder, für eure Enkelkinder, für eure Urenkelkinder. Auch wenn das vielleicht nicht mehr selber erlebt, was Gott wird wirken. Aber es ist so wertvoll. Das werden wir nachher auch zusammen wieder machen. Er hat dann die Stadt Byzanz, wie sie früher geheissen hat, er umbenannt in Konstantinopel. Heute ist das Istanbul. Er hat 50 Brachtsbibeln herstellen lassen, von der ich ganz fest überzeugt bin, dass 3 davon immer noch erhalten sind. Das sind die 3 besten Bibeln auf der Welt, die erhalten sind. Und früher musste man jede Bibel von Hand abschreiben. Es war so wertvoll, es hat den Buchdruck damals noch nicht gegeben. Und der Konstantin hat gesagt, er will 50 mega gute Bibeln. Und 3 davon sind immer noch erhalten. Das ist die Grundlage auch vom heutigen griechischen Neuen Testament, weil die so super Bibeln sind. Und er hat auch gesagt, Weihnachten feiern wir von jetzt an am 25. Dezember. Man kann auch so sagen, der Konstantin war ein lieber Kaib. Und man muss das immer differenziert betrachten. Das ist hochkomplex. Wir können einfach sagen, alles ist schlecht am Staatschristentum und alles ist schlecht gewesen, nur weil das Christentum Staatsreligion geworden ist. Eben, es ist so hochkomplex, aber das ist einfach stichwortartig zusammengefasst. Und von dem geschichtlichen Exkurs gehen wir jetzt zum eigentlichen Bekenntnis von Nicäa. Es ist 3-teilig oder sogar 4-teilig aufgebaut. Zuerst Aussagen zu Gott Vater, nachher zu Gott dem Sohn Jesus Christus und dann zu Gott dem Heiligen Geist, nachher noch ein Anhang. Zuerst zum ersten Teil. Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren. Damit fasst das Glaubensbekenntnis das erste Kapitel der Bibel zusammen. Dass Gott der Schöpfer ist vom ganzen Universum. Sowie auch Aussagen vom Apostel Paulus aus dem Kolosserbrief, was heisst, dass Gott sowohl das Sichtbare als auch das Unsichtbare erschaffen hat. Der zweite Teil ist viel ausführlicher, weil er von Jesus handelt.
Und ich glaube an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als Einziggeborener aus dem Vater gezeugt ist, das heißt aus dem Wesen des Vaters. Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch den alles geworden ist, was im Himmel und auf Erden ist, der für uns Menschen und wegen unseres Heils herabgestiegen und Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, gelitten hat und am 3. Tage auferstanden ist, aufgestiegen ist zum Himmel, kommen wird, um die Lebenden und die Toten zu richten. Wieso heisst es hier, Jesus ist gezeugt, nicht geschaffen? Auf das will ich näher eingehen. Der Hintergrund von dieser speziellen Formulierung besteht darin, dass die sogenannten Arianer behauptet haben, dass Jesus gar nicht Gott ist. Sie haben einfach das Geheimnis von der Bibel nicht stehen lassen, dass Jesus ganz Mensch und ganz Gott ist. Obwohl das im Neuen Testament auf jeder Seite klar zum Ausdruck kommt. Manchmal direkt, manchmal indirekt. Die intellektuell redliche Frage dahinter lautet, wie kann Jesus Christus der Sohn von Gott sein, wenn er der Schöpfer ist? Also wenn er Sohn ist, wie ist das irgendwie möglich, dass er gleichzeitig nicht erschaffen ist? Die Lösung ist, Gott Vater hat seinen Sohn Jesus in der Ewigkeit gezeugt, aber nicht erschaffen. Also es hat mit der Ewigkeit zu tun, mit dem, was wir uns nicht vorstellen können. Es war vor der Zeit. Jesus ist selber auch der Schöpfer. Es kommt schon beim Schöpfungsbericht klar zur Geltung, was heisst, Gott Vater hat das ganze Universum erschaffen durch sein Wort, also durch Jesus. Ich sage dem so, die Gottheit des Sohnes, Jesus Christus, das ist mein persönliches Hauptdogma. Man sagt im Hauptdogma der Hauptglaubenssatz. Das ist mir am allerwichtigsten. Und ich sage immer, wenn du verstanden hast, dass Jesus Christus ganz Gott und ganz Mensch ist, dann hast du das Wichtigste von der Bibel verstanden. Ja, heutzutage, viele Pfarrer wollen das einfach nicht mehr stehen lassen, das Geheimnis. Sie wollen einfach sagen, Jesus war nur ein ganz normaler Mensch gewesen. Aber die Bibel sagt, nein, er war Gott gewesen. Und dann heisst es am 3. Teil, und ich glaube an den Heiligen Geist. Also ganz kurz. Und der kurze Satz zeigt uns, dass schon damals der Heilige Geist in der Landeskirche stiefmütterlich behandelt worden ist. Dabei ist doch der Heilige Geist der uns zum Glauben an Jesus führt, der uns Freude gibt, der in uns wirken. Und bis heute kommt der Heilige Geist leider in der reformierten Kirche noch nicht den Platz über, wo ihm als Gott gebührt. Jetzt gibt es noch ein Tabu, einen 4. Teil, einen Anhang, der gern verschwiegen wird, weil er ein bisschen unangenehm ist. Jedes Glaubensbekenntnis enthält nicht nur positive Aussagen, ich glaube an Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, sondern auch ich verwerfe, ich lehne ab. Also jedes Glaubensbekenntnis hat im Anhang einen negativen Teil, der dort aufzählt, was man alles nicht glaubt, welche Irrlehren, dass man ablehnen. Und in dem Anhang geht es darum, also natürlich ein bisschen theologische Gelehrtensprache natürlich, in dem Anhang geht es darum, dass die katholische Kirche die Meinung ablehnt, dass Jesus nur ein Mensch war. Also mit anderen Worten, das Glaubensbekenntnis sagt, nein, Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch gewesen. Ich werde in die Gegenwart kommen, zuerst noch mal einen zweiten kleinen geschichtlichen Exkurs machen. Vor 2 Monaten hat der Dr. Werner Reichhardt 2 Vorträge gehalten über den Samuel Heinrich Fröhlich, der von 1828 bis 1830 hier in Leutwil und Dürrenesch Pfarrvikar war. Er hat nur Jesus und nur die Bibel verkündigt. Am Anfang, im ersten Gottesdienst, sind von ihm 4 Leute gekommen im Gottesdienst. Nachher hat er 3 Jahre predigt und nachher sind 200 Leute gekommen. Die Kirche Leutwil war damals ein bisschen kleiner, hat die Leute gar nicht fassen. Die Leute sind draussen gestanden. Es hat einen Aufbruch gegeben, eine Erweckung. Die Leute haben zu Jesus gefunden. Das hat dann eine weltweite Bewegung ausgelöst. Der Samuel Heinrich Fröhlich ist im Jahr 1857 gestorben und nachher
hat sich die Gemeinschaft der Fröhlicherianer unter anderem die Frage gestellt, ob ein Mann einen Schnauz tragen, einen Oberlippenbart. Der Hintergrund war, die Fröhlicherianer sind Pazifisten. Das heisst, sie sind gegen den Militärdienst. Und der Schnauz war damals das Zeichen für einen Offizier. Jahrelang, 20 Jahre lang, haben sie um die Frage gestritten, ob ein Mann einen Schnauz haben oder nicht. Wenn wir jetzt schauen, in dem Glaubensbekenntnis von Nicäa, taucht die Frage gar nicht auf, ob ein Mann einen Schnäuzli tragen oder nicht. Wegen dem ist das ein theologischer Nebenschauplatz. Wenn ich könnte eine Zeitmaschine erfinden, dann würde ich zurückgehen und ich würde diesen Leuten 2 Bibelverse mit auf den Weg geben. Die Leute haben ja geglaubt, dass die Bibel das Wort von Gott ist. Ich würde ihnen 2 Bibelverse mit auf den Weg geben. Nämlich, der Johannes der Täufer hat zu diesen Soldaten gesagt, die gläubig geworden sind, tut niemand Gewalt und erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold. Mit eigenen Worten ausgedrückt, die Johannes der Täufer hat nicht gesagt, ihr müsst aufhören, Soldat zu sein, wenn ihr an Jesus glaubt, sondern er hat gesagt, es ist okay, wenn ihr als Christen Militärdienst leisten. Der zweite Bibelvers. Jesus tut uns immer schockieren, das liebe ich ihn, tut das immer herausfordern. Er macht immer genau das Gegenteil von dem, was wir denken, dass er macht. Jesus lobt den tiefen Glauben von dem römischen Hauptmann. Und er sagt, niemand in ganz Israel hat den Glauben gehabt, den der römische Hauptmann hatte. Und die beiden Bibelverse hätte ich so gerne den Fröhlicherianern weitergegeben, dass sie 20 Jahre nicht gestritten haben um das Nebenthema. So schade. Es ist so schade, dass sie das gemacht haben. Auch wir in Lüttwil und in Dürnäsch, wir brauchen ein Glaubensbekenntnis, damit wir nicht einfach unsere eigene Meinung in die Bibel interpretieren. Das ist mit den Egelfiguren hier treffend dargestellt. Eine Familie ganz aus unterschiedlichen Menschen und Jesus Christus daneben, der alle einladen, der mit weit offenen Händen alle umarmen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass wir als Einzelperson können, Netzwerk Bibel und Bekenntnis beitreten. Und zwar gibt es 2 Homepages, bibelundbekenntnis.de, das ist von Ulrich Parzani gegründet worden, vor 7 Jahren, und bibelundbekenntnis.ch. Mit der Adelheid Sperling, unserer Vizepräsidentin der Kirchenpflege, bin ich schon mehrmals in Winterthur oben gewesen, an Vorträgen, hochinteressant. Ich habe das extra abgedruckt, die beiden Bibelverse. Ich könnte auch als Hauskreis dort Vorträge hören, ich könnte Artikel lesen, besprechen, ich könnte auch gerne einmal an eine Tagung kommen, Wangen an der Aare oder in Winterthur. Und es ist immer interessant, wenn Schweizer Pfarrer auch sich klar zu Jesus Christus bekennen. Und das ist wirklich speziell auch für Kirchenpfleger und für Hauskreisleiterinnen und Hauskreisleiter gedacht. Netzwerk Bibel und Bekenntnis. Jesus hat ja zu der Martha gesagt, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Und hat sie direkt gefragt, glaubst du das? Und dann verwendet der Evangelist Johannes das historische Präsens und sagt, Martha spricht zu ihm. Wieso? Es müsste doch logischerweise, theoretisch heißen, Jesus sprach. Martha sprach zu Jesus. Es ist ja die Vergangenheit. Nein, es ist bewusst das Präsens. Wieso? Es tut uns nachdenklich machen, dass auch wir unseren Glauben an Jesus Christus bekennen. In der Gegenwart. Wegen dem steht hier Gegenwart. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Christus heisst der gesalbte König. Der König, der mit Öl eingesetzt worden ist. Christus, der gesalbte König, der Sohn Gottes. Also Martha macht hier auch ein Glaubensbekenntnis über Jesus. Wenn du noch nicht an Gott glaubst oder einzelne Aussagen von dem Bekenntnis von Nicäa anzweifeln, dann ist das heute gerade eine Einladung von Gott an dich persönlich, ihn tiefer zu erkennen. Gemeinsam werden wir jetzt aufstehen und unseren Glauben an Jesus Christus bekennen, indem wir das Glaubensbekenntnis von Nicäa aufsagen. Ich
Ich lade alle dazu ein, zum Aufstehen. Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren, und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als Einziggeborener aus dem Vater gezeugt ist, das heißt aus dem Wesen des Vaters, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch den alles geworden ist, was im Himmel und auf Erden ist, der für uns Menschen und wegen unseres Heils herabgestiegen und Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, gelitten hat und am 3. Tage auferstanden ist, aufgestiegen ist zum Himmel, kommen wird, um die Lebenden und die Toten zu richten, und an den Heiligen Geist. Amen.